empfangen wir herzlich den Sitzungspräsident. Ja, liebe Herrinnen und Herren, ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Karneval macht mich langsam fertig. Aber liebe Herrinnen und Herren, das hängt nicht mit dem Karneval an sich zusammen, weil das Brauchtum will ja schließlich gepflegt sein. Aber diese Pflege gestaltet sich schwierig. Das Brauchtum hat Pflegestufe 3. Das Brauchtum ist ein schwer kranker Patient, dessen Leben am seidenen Faden hängt. Das Brauchtum liegt auf der Intensivstation. Und ich bin paradoxerweise die moderne Apparatemedizin, die einen Don Quixote-haften Kampf gegen die übermächtigen Windmühlen der krankhaften Veränderung führt. Boah, bin ich am Arsch, ey. Also, liebe Herren und Herren, wie gesagt, es liegt nicht am Karneval, nein, es liegt an den Menschen. Und zwar an diesen ewig morgigen Menschen, die meinen, dass sie all das, was uns seit Generationen von unseren Vorfahren überliefert wurde, auf den Prüfstand stellen und über den Haufen werfen müssen. Nein, Sie glauben gar nicht, was wir bei uns im Verein für Knallköpfe haben. Nur mit denen muss ich mich dann rumschlagen, mit diesen Evolutionslegasthenikern. Nein, liebe Herrinnen und Herren, was ist bloß aus unserem Verein geworden? Wissen Sie, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich damals vor vielen Jahren am Rosenmontag im Kaiserdom zu Aachen selber zum Präsidenten gekrönt habe. Und damals war die Welt im Verein noch in Ordnung. Wir hatten so viele Mitgliedsanträge, wir mussten regelrecht aussieben. Ich habe die Leute reihenweise zum Vortrinken antanzen lassen. Eine ganz einfache Regel, der Kandidat wurde aufgenommen, wenn ich es nicht geschafft habe, zwischen 2 Bier von ihm selber 6 Zwischenbier zu trinken. Da musste selbst ich an einem schlechten Tag nach 20 Kandidaten Schluss machen. Nein, da geht die Gesundheit einfach vor, liebe Damen und Herren. Ich sag mal so ein Auto fährt sich ja nicht von selber nach Hause. Und dabei habe ich mir extra von meiner Kfz-Werkstatt einen großen Trichter an ein Zündschloss bauen lassen, damit ich den Schlüssel überhaupt noch reinkriege. Nein, aber wie gesagt, davon können wir heute nur träumen. Heute, da nehmen wir fast jeden. Wenn da einer im zweiten Versuch ein Bier von einem Kaffee unterscheiden kann, ja, dann ist er doch dabei, liebe Damen und Herren. Wir haben sogar letztens einen genommen, der sich auf unserer legendären Herrensitzung
in aller Öffentlichkeit ein Grapefruitweizen bestellt hat. Ja, wo sind wir denn? Na, ich kann es Ihnen sagen, wir sind im 21. Jahrhundert und wir sind die Krone der Schöpfung. So, aber was macht die Krone der Schöpfung im 21. Jahrhundert? Bier mit Pampelmuse. Ja, so eine Schweinerei, ihr lieben Leute da draußen. Wenn ihr unbedingt einen Obsttag einlegen wollt, dann trinkt ein Apfelkorn. Es gibt mittlerweile ganz legal Bier in den Geschmacksrichtungen Limette, Minze, Kaktusfeige, Passionsfrucht, Marula oder Kuruba. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendein komplett Bestusster auf die Idee kommt, demnächst ein Bier in der Geschmacksrichtung Bier auf den Markt zu werfen. Ne, und so was, liebe Herren und Herren, haben wir bei uns im Verein. Ne, und das bleibt natürlich für uns nicht ohne Folgen. Ne, wir hatten nämlich letztens Besuch von einer Ratingagentur und die Säcke haben uns runtergestuft. Ne, wissen Sie, wir hatten ein Top-Rating von 10 Pittermännchen und die haben uns auf 7 Fässchen runtergestuft. Selbst die anonymen Alkoholiker haben 8. Da kommt so ein Milchbubi im Anzug zu uns, wissen Sie, noch völlig grün hinter den Ohren, wahrscheinlich gerade erst abgestillt und froh, dass er seine paar Nächten durchschläft. Und so einer meint dann, er könnte unsere Leistung am Glas beurteilen. Liebe Herrinnen und Herren, ich habe mir alles im Leben hart erarbeitet. Ich wurde damals unter einfachsten Bedingungen in einer Krippe in einem Stall in Bethlehem geboren. Mein ganzes Leben habe ich nur für diesen... Bisschen was zum Naschen. Nein, liebe Herren, mein ganzes Leben habe ich nur für diesen Verein gerackert. Ohne Rücksicht auf Verluste habe ich für mich den Alkoholismus als unvermeidlichen Kollateralschaden der 5. Jahreszeit akzeptiert. Und dann kommt so eine Luftpumpe daher und behauptet, mir könnte nichts am Glas. Ich sag zu ihm, was sag ich denn zu ihm? Ich sag, ja, was glaubst du denn, wie wir unsere 10 Fässchen verdient haben? Weil wir auf unseren Sitzungen einen preisgekrönten Kamillentee ausschenken oder was? Wir haben in unserem Festsaal eine Zapfanlage mit 75 Zapfhähnen. Das sind umgebaute Tankstutzen aus der Formel 1. Damit kannst du in 2 Minuten einen Flugzeugträger voll tanken. Da sagt er nur, das wüsste er. Und wenn wir die nicht hätten, dann würden wir sogar noch weiter runtergestuft. Ja, ich glaube, es hackt, Freundchen. Wir verkaufen auf unseren Sitzungen einen ukrainischen Schnaps. Der wird vorher im Gefahrguttransporter angeliefert.
Ich könnte allein mit meinem Atem die ganze Uniklinik desinfizieren. Du Spacko. Und wenn ich dir zu lang die Hand gebe, dann darfst du nicht mehr Auto fahren. Und deswegen sage ich gegen Ratingagenturen, Grapefruitweizen und diesen ganzen neumodischen Schnickschnack, da müssen wir uns zur Wehr setzen. Dagegen müssen wir protestieren, liebe Herren und Herren. Aber nein, Fehlanzeige. Weil der Deutsche demonstriert ja nur zu ganz ausgewählten Themen. Wann geht der Deutsche nämlich auf die Straße? Am Rosenmontag, beim Castor und bei Stuttgart 21. Mit anderen Worten, wenn der Zug geht. Nein, liebe Herrinnen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin immer bereit, neue Wege zu gehen, solange ich dabei die Alten nicht verlassen muss. Und nicht jede Veränderung ist ja schlecht. Stichwort Klimawandel. Prognosen sagen, dass wir hier schon bald Temperaturen haben wie in der Toskana. Ja, entschuldigen Sie mich bitte recht freundlich, aber da kann ich mir schlimmere Bedrohungen vorstellen. Nee, guck doch mal, wie schweinekalt es immer beim Rosenmontagszug ist. So, dann haben wir nämlich folgende Situation. Die Leber durch die ganzen Pressbetankungen sowieso schon jenseits von Gut und Böse. Und dann schwebt da durch die Eiseskälte auch noch dieses Damaskusschwert einer doppelflügigen Lungenentzündung über dir. Ja, da ist doch Organversagen vorprogrammiert. Und deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich mir auch schon mal prophylaktisch für Aschermittwoch in der Uniklinik eine Leber zurücklegen lassen. Und deswegen, liebe Herrinnen und Herren, bete ich jeden Abend zu unserem Herrgott, lasst doch den Klimawandel früher kommen. Ja, von mir aus könnte der morgen schon vor der Tür stehen, weil ich kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Entschuldigung, aber was soll denn schon groß passieren? Die Eisberge werden schmelzen. Ja, meinetwegen. Dann fragen Sie mal die Titanic, ob das so schlimm wäre. Hätte nur schon ein bisschen früher passieren müssen. Dann wäre uns die Celine Dion erspart geblieben. Nein, aber wer kommt dann? Ja, wer kommt dann? Ja, wer kommt denn dann? Ich kann es Ihnen sagen, dann kommen nämlich die ganzen Tierschützer und sagen, um Gottes Willen, aber dann fehlt den Eisbären doch die Nahrungsgrundlage, wenn das ganze Eis weg ist. Da sage ich, Entschuldigung, Moment mal, ich sage, der Eisbär heißt nicht Eisbär, weil der so gerne Eis isst. Wenn das nämlich so wäre, wo war denn dann bitte schön der Protest von den ganzen Eisbären, als Langnese den Flutschfinger vom Markt genommen hat? So, was ist denn noch zu befürchten? Der Meeresspiegel wird steigen. Ja, von mir aus. Da kann ich aber nichts Dramatisches dran finden. Weil darf man ja eines nicht vergessen, wen trifft das denn als erstes? Nun, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber meines Erachtens kommt die Welt auch recht gut ohne Holzschuhe klar. In diesem Sinne, Alaf zusammen. Ja, liebes Publikum, eine ganz, ganz andere Rede, wie man sie normalerweise gewöhnt ist. Ich stelle vor, den Sitzungspräsident Volker Weininger. Ja, lieber Volker, du hast natürlich einen riesen Vorteil gegenüber uns, den
normalen, herkömmlichen Sitzungspräsidenten. Du kannst schon vor und während deines Vortrags ordentlich einen zur Brust nehmen. Das können wir natürlich erst nach den Sitzungen. Vielen, vielen Dank für deinen herrlichen Vortrag. Lassen wir uns bedanken mit Reimer Kölle. Ehrenjahre. Sitzungspräsident. Lieber Volker, den Orden für dich. Herzlichen Dank.